Willkommen zu Rachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Der Regen hing noch in der Luft, als der Gartenclub der Vereinigung Zürichberg vor dem neuen Herzzentrum des Universitätsspitals stehen blieb. Teure Regenmäntel, gedämpftes Lachen, der Geruch von frischem Beton und Desinfektionsmittel. Es ist beeindruckend, was man heute alles für Spenden bauen kann, sagte Frau Reinhardt und zog die Handschuhe aus. Unser Lukas in Genf strukturiert gerade einen Fonds nur für solche Projekte. Partner bei einer Privatbank mit 34 wissen sie. Neben ihr stand Frau Chen, die Hände ordentlich über der Handtasche gefaltet. Sie nickt, als hätte sie so etwas jeden Tag gehört. Und ihre Tochter, Frau Chen, fragt eine andere Frau Vogel ohne jede Bosheit, nur aus Gewohnheit. Was macht Lara jetzt? Immer noch im Ausland? Ein kurzer Stich in der Magengegend. Frau Chen lächelte dünn. Sie arbeitet irgendetwas mit Stiftungen und Non-Profit-Projekten, sagt sie. Sehr idealistisch. Nicht so lukrativ wie bei ihren Söhnen, aber sie ist glücklich. Ein leises Kichern ging durch die Reihe. 8 Idealisten, murmelte Frau Reinhardt. Unsere Gesellschaft braucht sie auch. Irgendwer muss ja die Benefizabende organisieren. Bevor Frau Chen antworten konnte, öffnet sich die Glastür. Der Direktor des Zentrums, Dr. Meyer, begrüßte die Gruppe mit fester Stimme. Willkommen im neuen Zürcher Zentrum für Herzmedizin. Ohne Privatunterstützung wäre das Haus nicht möglich gewesen. Sie betraten die helle Empfangshalle. Links zog sich eine lange Wand aus hellem Stein hin, in die glänzende Metalltafeln eingelassen waren. Namen, Summen, Logos von Family Office und Stiftungen. Hier sind sie unsere wichtigsten Förderer, erklärt Dr. Meyer. Wir werden die letzten Tafeln erst zur offiziellen Eröffnung enthüllen, daher sind einige noch abgedeckt. Frau Vogel blieb vor einer verhängten Tafel stehen, auf der nur Privatstiftung 15 Millionen CHF in provisorischen Buchstaben stand. Stellen Sie sich vor, sagt sie. 15 Millionen. Dafür könnte man ein hübsches Haus in Küsnacht kaufen. Oder 2. Oder 3, ergänzte Frau Reinhardt trocken. So etwas geht nur mit richtigem Banking oder Industrie. Nicht mit Non-Profit. Die Frauen lachten wieder. Frau Chen lachte mit, ein Hinweis zu laut, ein Moment zu lang. Ihr arbeitet in anderen Gedanken. Lara hätte jetzt ungefähr Dienst im alten Herzkatheterlabor irgendwo im Untergeschoss des Gebäudes. Vielleicht, dachte sie, würde sie ihr später ein Foto der Wand schicken, ohne zu erwähnen, wie die anderen Frauen reagiert hätten. Es war einfacher, wenn Lara nicht alles wusste. Wir gehen jetzt weiter zur Intensivstation, sagt Dr. Mehr. Dort können Sie durch die Glasfront in die neuen Räume sehen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Niemand achtete darauf, wie sich ein kleiner Streifen der Abdeckung an der grossen Tafel löscht und ein paar Buchstaben freigab. Lang genug, um einen Namen zu erahnen, zu kurz, um ihn zu lesen. Nur Frau Chen blieb ein Herzschlag länger stehen. Ein Laserzug in der Brust, eine Ahnung, sie sofort wegschob. Kommen Sie, Frau Chen, rief Frau Vogel. Sonst verpassen Sie die Hightech-Geräte. Sie ging weiter mit geradem Rücken. Hinter ihr blieb die Wand der Spender zurück, still, kalt und doch voller Geschichten, die niemand im Gartenclub kannte. In einem der oberen Stockwerke legte gleichzeitig jemand eine Akte zur Seite, rieb sich die Schläfen und sah auf die Uhr. Dr. Lara Chen hat Nachtdienst gehabt und noch keine Pause. Sie wusste, dass heute der Gartenclub ihrer Mutter zu Besuch war. Sie wusste nicht, dass ihr Name längst an der Wand hing. Lara Chen war 10, als sie begriff, dass ihre Eltern in Zürich zwar alles hatten, Aufenthaltstitel, ein kleines Reihenhaus in Oerlikon, eine sichere Schule für sie, aber eines ganz bestimmt nicht, Respekt. Ihr Vater stand 6 Tage die Woche in der Küche eines chinesischen Restaurants, das nicht einmal seinen Namen trug. Die Mutter putzte vormittags Büros in der Innenstadt und führte nachmittags den Haushalt, als wäre er ein kleines Unternehmen.
Rechnungen wurden sortiert, Prospekte von Banken gesammelt, jede Sonderaktion der Migros im Kalender markiert. Du wirst es einmal besser haben, sagt die Mutter, während sie am Küchentisch die Kontoauszüge prüft. In der Schweiz, wenn du bei einer Bank arbeitest, bist du jemand. Kein Mensch fragt dann, woher du kommst. Lara nickt und lernte weiter Vokabeln. Das Gymnasium war eine andere Welt gewesen. Klare Aussprachen, teure Rucksäcke, Ferien in Übersee. Sie hat schnell gemerkt, dass gute Noten zwar bewundert wurden, aber nicht alles waren. Wer Eltern bei der Bank, in der Kanzlei oder beim Pharmakonzern hat, sprach anders über die Zukunft. Selbstverständlicher. Im letzten Schuljahr war ein Berufsberater in die Klasse gekommen. Er erklärte Zinseszins und Investmentbanking, zeigte Bilder von gläsernen Türmen in Zürich und Genf. Die Mutter hat den Flyer behutsam glättet und an den Kühlschrank gehängt, als wäre er bereits ein Vertrag. Doch Lara hat in derselben Woche ein Praktikum im Spital gemacht. Ein kleines Zimmer, der Geruch von Desinfektionsmittel, ein Patient, der beim Blutdruck ihre Hand nicht loslassen wollte, aus Angst, allein zu sein. In der Enge hat sie zum ersten Mal gespürt, wie sich Bedeutung anfühlen konnte, ohne Visitenkarte, ohne Titel. Als sie der Mutter sagte, sie wolle Medizin studieren, war es einen Moment lang ganz still in der Küche. Nur das Summen des alten Kühlschranks. Ärztin ist respektabel, sagt die Mutter schließlich. Aber sehr lange Ausbildung. Und du kennst niemanden an einer Bank? Kein Praktika? Ich will keine Bank, antwortete Lara. Ich will Patienten. Die Mutter lächelte höflich wie vorhin im Gartenclub, wenn sie etwas hörte, das ihr nicht gefiel, aber das sie nicht direkt widersprechen wollte. Wir reden später noch einmal, sagt sie. Später zog sich über Jahre hin, Vorbereitungen aufs Medizinstudium, Nebenjobs, Stipendienanträge. Während die anderen Studierenden im ersten Semester über Ferien in St. Moritz sprachen, zählte Lara Nachtschichten im Pflegeheim. Sie lernte schnell, ihre Herkunft in Gesprächen zu kürzen. Meine Eltern arbeiten viel, sagt sie und liest Details weg. Als sie nach dem Staatsexamen den ersten Assistenzarztvertrag im Universitätsspital Zürich unterschrieb, lag der Brief offen auf dem Küchentisch. Ihr Vater war stolz, die Mutter las nur die Zahl ganz unten. So wenig? Für all die Jahre ihre Stimme zitterte vor Enttäuschung. Bei der Bank hättest du schon im Praktikum mehr bekommen. Ich kann dort forschen, entgegnete Lara. Kardiologie. Die Professur meinte, wir könnten an neuen Verfahren arbeiten. Es geht nicht nur um Geld. Die Mutter schob den Brief zurück, als hätte er sie verbrannt. Du bist klug genug, beides zu haben, sagt sie leise. Geld und Respekt. Warum gibst du dich mit halbem Glück zufrieden? Lara antwortete nicht. In den kommenden Jahren würden sich ihre Tage in Nachtdiensten, Forschungsprojekten und Konferenzen auflösen. Sie würde lernen, Herzrhythmen im Schlaf zu lesen, Spenderorgane zu koordinieren, Angehörigen mit ruhiger Stimme schlechte Nachrichten zu überbringen. Doch in jedem Besuch zu Hause würde dieselbe Frage zwischen ihnen liegen wie ein unbezahlter Kontoauszug. Warum nicht Bank? Warum nicht der sichere Weg zum sichtbaren Erfolg? Die Antwort begann sich erst zu formen, als im Forschungslabor jemand das Wort Spin-off in den Raum warf. Eine Idee für ein neues Verfahren, ein Prototyp, ein potenzieller Markt. Zum ersten Mal hörte Lara, wie sich ihre Welt und die Welt ihrer Mutter doch berühren könnten, nicht in einem Bankturm, sondern in einem kleinen Besprechungsraum des Spitals mit einem simplen Satz. Wenn es funktioniert, Frau Dr. Chen, könnten Sie damit eine eigene Firma gründen. Die ersten Jahre an der Kardiologie vergingen wie in einem engen Korridor aus Neonlicht und Monitorpipsen. Lara gewöhnt sich an Nächte ohne Schlaf, an Entscheidungen unter Druck, an die ständige Nähe zum Tod. Was sie nicht lernte, war, sich mit dem Status quo zufrieden zu geben. Im Forschungslabor im Untergeschoss standen 2 alte Geräte, die länger im Dienst waren als die meisten Assistenzärztinnen.
Die Budgets waren knapp, die Wartelisten lang und jedes neue Projekt musste sich vor Gremien rechtfertigen, die Zahlen lieber sahen als Herzen. Wenn wir die Auswertung automatisieren könnten, würden wir Wochen sparen, sagte Lara eines Abends und deutet auf die Ausdrücke eines Langzeitecks. Und wir würden Muster sehen, die wir im Alltag übersehen. Der junge Informatiker, der die Klinik nur stundenweise bezahlen konnte, sah sie an. Mit der richtigen Software vielleicht, meinte er. Aber dafür bräuchten wir Geld, das die Klinik nicht hat. Das Wort Spin-off fiel zuerst halb im Scherz, dann im Ernst. Ein Mentor an der Universität stellte den Kontakt zu einem ehemaligen Studenten her, der inzwischen bei einem Family Office in Zug arbeitet. Man traf sich in einem neutralen Café nahe des Hauptbahnhofs, nicht in einem Bankgebäude, nicht im Spital, irgendwo dazwischen. Der Marauszug blätterte ruhig durch die Unterlagen, die Lara in einer schlichten Mappe mitgebracht hat. Kein Hochglanz, nur Daten. Sie haben da etwas, Frau Dr. Chen, sagte er schließlich. Vor allem will sie beides verbinden, Klinik und Forschung. Aber wenn Sie das ernsthaft als Firma aufbauen wollen, müssen Sie aus der Komfortzone des Spitals heraus. Lara dachte an die überfüllten Gänge, an Patienten, die auf Operationen warteten, an Geräte, die längst ersetzt werden sollten. Komfortzone war das letzte Wort, das ihr dazu einfiel. Was bedeutet es konkret, fragt sie. Sie gründet eine Gesellschaft, erklärte er. Wir bringen Anfangskapital, sie bringen Technologie und Reputation. Wenn es funktioniert, gibt es in 5 bis 10 Jahren einen Exit. Vielleicht früher. Und wenn nicht? Er zuckte die Schultern. Dann haben sie es versucht. Sie hätten dann immer noch ihren Beruf. Andere verlieren mehr. Das Gespräch zog sich über Monate. Juristen kamen dazu, Patentrecht, Aufsichtsbehörden. Lara unterschrieb Verträge, die sie 2-mal lesen ließ. Sie bestand darauf, ihre klinische Tätigkeit nicht aufzugeben. Ein Teilzeitmodell, das alle für unpraktisch hielten, ausser ihr. Als die Cardiotres Analytics AG schließlich im Handelsregister erschien, erzählt sie es nur wenigen Kolleginnen. Zu Hause sagt sie, sie haben ein Forschungsprojekt mit externen Partnern. Die Mutter nickt, sichtlich irritiert. Heisst das, du bist jetzt endlich selbstständig? Oder ist das wieder so ein Spitalding, das nichts einbringt? Es ist Forschung, antwortete Lara. Und vielleicht ein Weg, mehr Ressourcen dahin zu bringen, wo sie fehlen. Die ersten 2 Jahre waren ernüchternd. Kleine Aufträge, endlose Tests, Diskussionen mit Spitälern in Basel und Bern, die ihre Software ausprobieren wollten, aber noch zögerten. Lara arbeitete tagsüber im Spital, nachts an Präsentationen und Produktanpassungen. Manchmal fragt sie sich, ob sie nicht genau das tat, wovor ihre Mutter sie immer gewarnt hat. 2 halbe Leben führen statt eines Ganzen. Dann kam eine E-Mail aus Genf. Ein grosses Privatspital wollte nicht nur die Software einsetzen, sondern sich an der Firma beteiligen. Kurz darauf meldet sich eine Gruppe von Investoren aus der Romandie, die im Bereich MedTech expandieren wollten. Es folgten Verhandlungen, Due Diligence, eine Reise nach Lausanne, bei der Lara zum ersten Mal in einer Suite übernachtete, die eher wie eine Musterwohnung wirkt als wie ein Hotelzimmer. Wenn sie zustimmen, sagte der Anwalt des Family Office eines Abends, verkaufen sie einen Grossteil ihrer Anteile. Sie behalten Einfluss, aber sie wären künftig finanziell unabhängig. Wirklich unabhängig. Die Zahlen auf dem Papier waren abstrakt, bis sie die Bestätigung von der Bank erhielt. Das Konto, das bisher eher durch Luftposten für ihr Arztgehalt gewesen war, zeigte plötzlich eine Summe, die sie mehrmals lesen vor sich herlas. Sie dachte an das Reihenhaus in Oerlikon, an die Kontoauszüge auf dem Küchentisch, an den Berufsberater, der von Türmen aus Glas gesprochen hat. Und daran, wie ihre Mutter das Wort unabhängig immer mit einem Arbeitsplatz bei einer Bank verbunden hat. Lara tat etwas, was nicht im Businessplan stand. Sie vereinbart einen Termin mit der Vermögensverwaltung einer mittelgrossen Privatbank, nicht der grössten, nicht der glänzendsten.
Diskret, so wie man es in Zürich macht, wenn man auf keinen Fall in der Glanz- und Gloria-Spalte landen wollte. Der Berater sprach von Diversifikation, von Stiftungsstrukturen, von steuerlichen Vorteilen. Irgendwann fiel ein Satz, der in ihr hängen blieb. Mit der Summe könnte sie ein eigenes Forschungszentrum mitfinanzieren, Frau Dr. Chen. Nicht nur Geräte, eine Institution. In der Nacht danach saß Lara am Fenster ihrer kleinen Wohnung in der Nähe des Spitals. Auf der anderen Seite der Stadt leuchteten die Büros der Banken noch. Sie dachte an Patienten, an übermüdete Pflegerinnen, an alte Geräte. Geld allein änderte nichts, wenn es nur auf Bildschirmen existierte. Der Gedanke, eine Stiftung zu gründen, kam leise. Kein Heroismus, eher eine logische Konsequenz, wenn sie schon das System nutzte, das ihre Mutter als einzigen Weg aus der Unsichtbarkeit gesehen hat, dann wollte sie es dorthin zurückleiten, wo die Unsichtbaren lagen auf Station, angeschlossen an Monitore. Sie sprach mit Anwälten, mit der Spitaldirektion, mit einem auf Stiftungen spezialisierten Family Office. Die Dr. Lara Chen Stiftung für Herzinnovation entstand zunächst als Aktenordner und Entwurfsdokument. Lara bestand auf einer Klausel, Schenkungen sollten, soweit möglich, ohne öffentliche Inszenierung erfolgen. Kein roter Teppich, kein Galas. Als das Universitätsspital den Plan eines neuen Herzzentrums vorlegte, war die Entscheidung schnell. 15 Millionen Franken verteilt über mehrere Jahre zweckgebunden für Geräte, Forschung und Patientinnenversorgung. Ein Betrag, den der Direktor im ersten Moment verstummen ließ. Das ist außergewöhnlich, sagte er schließlich. Wir würden Ihren Namen am Gebäude anbringen. Es ist nur angemessen. Lara zögert. Ist das notwendig? Die Spenderinnen und Spender der anderen Häuser sind alle sichtbar, erwiderte er. Es geht nicht nur um Anerkennung. Ein Name an der Wand ermutigt auch andere, Verantwortung zu übernehmen. Sie nickt noch unschlüssig. Dann tun Sie es, sagt sie leise. Aber bitte keine grosse Geschichte um meine Person. Nach dem Termin ging sie nicht nach Hause, sondern fuhr mit der Tram nach Oerlikon. Ihre Mutter war in der Küche, die Kontoauszüge wie immer akkurat sortiert. Du siehst müde aus, stellt sie fest. Zu viel Arbeit im Spital. Lara setzt sich ihr gegenüber. Der Moment, in dem sie alles erklären könnte, die Firma, der Exit, die Stiftung, die Spende, hing kurz in der Luft. Dann sah sie den Blick der Mutter auf die Zahlen vor ihr, die Stirnfalte, die sich jedes Mal zeigt, wenn ein Betrag höher ausfiel als geplant. Es ist viel los, sagte Lara. Wir planen ein neues Zentrum. Ich bin an einigen Projekten beteiligt. Im Spital? Im Spital. Die Mutter nickt zufrieden, als hätte sie eine beruhigende Antwort erhalten. Lara schwieg. Sie würde ihr von der Stiftung erzählen, sagt sie sich, wenn alles gebaut war, wenn klar war, dass es funktioniert. Später, dass sich wie früher unmerklich ausdehnen würde. In ein paar Wochen würde der Gartenclub der Vereinigung Zürichberg eine Einladung erhalten, das neue Herzzentrum zu besichtigen. Noch wusste niemand, dass der Name auf der verhängten Tafel an der Wand mit dem Namen auf dem alten Briefkasten in Oerlikon identisch war. Ausser Lara. Als Frau Chen vor 20 Jahren zum ersten Mal an einer Sitzung von der Vereinigung Zürichberg teilnahm, war sie vor allem überfordert. Die anderen Frauen kannten sich seit Jahren, tauschten sich über Stiftungsräte, Skiferien und die richtige Schule für fähige Kinder aus. Sie sprach damals wenig, lächelte viel und ging mit dem Gefühl nach Hause, eine Sprache gehört zu haben, die sie zwar verstand, aber nicht beherrschte. Mit der Zeit lernt sie Vokabeln, Partner bei der Bank, Bonus, Mandat im Verwaltungsrat. Wenn jemand von einem guten Jahr sprach, meinte es selten Gesundheit. Es ging um Zahlen, die sie vorsichtig in ihre eigene Realität übersetzte, in Monatslöhne ihres Mannes, in Quadratmeter eines Reihenhauses in Oerlikon. Lara erwähnt sie anfangs voller Stolz. Meine Tochter studiert Medizin an der Universität Zürich, sagt sie.
Es klang in ihren Ohren wie ein Gegenargument gegen jeden skeptischen Blick, der an ihrem Akzent hängen geblieben war. Die Reaktionen waren höflich, aber nicht bewundernd. Ach, wie schön, hieß es. Unsere Sophie macht Wirtschaft, das ist praktischer, oder Lukas ist schon im 3. Jahr bei der Bank im privaten Banking, hervorragende Perspektive. Als Lara Assistenzärztin wurde und vom Nacht in den Frühdienst wechselte, ändert sich die Gespräche vor dem Kaffeebuffet. Sie hat sicher viel zu tun, sagten die anderen Frauen und wechselten schnell das Thema, die sie interessanter fanden. Boni, Beförderungen, Immobilienkäufe der Kinder. Niemand fragte nach wissenschaftlichen Publikationen oder dem Unterschied zwischen Herzinsuffizienz und Herzrhythmusstörungen. Es gab einen Nachmittag, der Frau Chen im Gedächtnis blieb. Man saß im Wintergarten von Frau Reinhardt, Silberbesteck, Porzellantasse, Blick über die Stadt. Das Thema war die Karriere der nächsten Generation. Unser Lukas wurde gerade zum Partner ernannt, berichtete Frau Reinhardt, als wäre es die natürliche Fortsetzung seiner Pubertät. Mit Mitte 30. Die Bank ist sehr zufrieden. Zustimmendes Nicken, Sätze über Verantwortung, über anspruchsvolle Kunden, über ein Haus in Küsnacht, das man ins Auge gefasst hat. Und ihre Lara, fragte jemand, höflich lächelnd. Ist sie noch im Spital? Frau Chen spürte die altbekannte Hitze im Gesicht. Sie dachte an Laras letzte Nachricht, wir haben heute zum ersten Mal unser neues System in der Klinik getestet. Es könnte wirklich etwas verändern, keine Fotos, keine Logos, keine klaren Beweise für Gesprächsrunden wie die. Ja, sie arbeitet noch im Spital, sagt sie langsam. Und macht zusätzlich Projekte mit einer Stiftung. Etwas mit Herzforschung, glaube ich. So Non-Profit, fast die Frau Vogel zusammen. Sehr ehrenwert. Meine Tochter organisiert auch Charity-Galas, aber das macht sie quasi nebenbei. Hauptsache, man hat ein solides Standbein. Unsere Kinder haben alle solide Standbeine, warf Frau Reinhardt ein. Banken, Kanzleien, Beraterfirmen. Das ist wichtig in diesen Zeiten. Die Botschaft war klar, Spitäler und Stiftungen waren in dieser Welt kein eigentlicher Status, eher ein interessanter Randbereich. Auf dem Heimweg in der Tram sah Frau Chen ihr Spiegelbild im Fenster. Sie fragt sich, ob es ein Fehler war, Lara nie entschieden in Richtung Bank gedrängt zu haben. Vielleicht, dachte sie, hätte sie mehr insistieren müssen, Praktika organisieren, Beziehungen aktiv suchen. Stattdessen hat sie ihrer Tochter nur immer wieder gesagt, dass Respekt in der Schweiz mit bestimmten Adressen verbunden war. Paradeplatz, Bahnhofstrasse, Genfer Seeufer. Und Lara hat ausgerechnet die Welt gewählt, in der man unter Naunlicht und ohne Bonus arbeitet. Mit den Jahren passt die Frau Chen ihre Erzählung an. Sie sprach nicht mehr von Assistenzärztin oder Oberärztin, Begriffen, die niemand im Gartenclub richtig einsortieren konnte. Sie sagte nur noch, Lara arbeitet für irgend so eine Stiftung internationale Projekt, Herzsache, das klang vag genug, um nicht weiter nachfragen zu müssen. Die anderen Frauen hörten es, ordneten es in die Schublade idealistisch, aber finanziell unbedeutend ein und boten ihr freundlich Kuchen an. Niemand fragte je, wie die Stiftung hiess, mit wem sie zusammenarbeitet oder welche Summe bewegt wurde. Es war, als hätte sie ihre Tochter auf eine Landkarte gezeigt, auf der es nur Banken, Kanzleien und Konzerne gab und ein paar weisse Flächen mit der Aufschrift Non-Profit. Am Morgen des Rundgangs im neuen Herzzentrum stand Frau Chen lang vor dem Kleiderschrank. Der Besuch war offiziell nur ein Programmpunkt des Gartenclubs, aber in den E-Mails war mehrfach von privaten Spendern die Rede gewesen. Namen, Summen, Danksagungen. Sie wählte den dezenten, aber teuren Mantel, die Perlenkette, die sie sich vom ersten eigenen Ersparten gegönnt hat, nachdem der Hypothekarkredit halbwegs abbezahlt war. Heute, dachte sie, würden wir wieder über Kinder, Karriere und Engagement sprechen. Und sie war entschlossen, nicht kleiner zu wirken als die anderen. Im Tram zum Spital sah sie die Türme der Banken im Vorbeifahren.
Sie stellt sich vor, wie die anderen Frauen beim Anblick der Spenderwand die Namen ihrer Kinder wiederholen würden. Partner hier, Direktor dort, Berater irgendwo zwischen Zürich und Genf. Niemand würde ihren Namen an der Wand erwarten. Am wenigsten sie selbst. Und doch war der Platz für ihn längst reserviert, nur noch von einer dünnen Schicht Stoff bedeckt. Der Rundgang hat sich wie ein höflich choreografierter Tanz durchs Gebäude gezogen. Empfangshalle, Wartebereich, Blick in die Intensivstation durch schalldichte Glasfronten. Überall erklärende Tafeln, überall das Wort Innovation. Und nun, sagt die Dr. Meyer, kommen wir zu einem für uns sehr besonderen Ort. Er blieb vor der langen Steinwand stehen, an den Metalltafeln glänzten. Einige waren schon enthüllt, andere noch mit dunklem Stoff verhängt. Hier ehren wir die wichtigsten Förderer des neuen Herzzentrums, fuhr er fort. Ohne sie gäbe es viele der Räume nicht. Frau Reinhardt trat näher an eine freie Tafel heran, auf der in schlichten Buchstaben der Name einer Privatbank stand. Das sieht nach unserem Lukas aus, bemerkt sie zufrieden. Er hat an dieser Transaktion mitgearbeitet. Zustimmendes Murmeln. Die Frau bewegt sich langsam an der Wand entlang, lasen bekannte Familiennamen, Stiftungen, Kanzleien. Frau Chen blieb einen halben Schritt dahinter, die Hände fest um die Handtasche geschlossen. Am Ende der Wand hing der grösste verhüllte Block. Der Stoff war schwer und glatt, die Umrisse des Metalls darunter deutlich erkennbar. Das hier, sagte Dr. Meyer und legte die Hand an den Rand der Verhüllung, ist unsere bedeutendste Einzelspende. Ohne sie hätten wir vieles verschieben müssen. Wer ist es denn? Fragte Frau Vogel. Eine Bank? Ein Pharmaunternehmen? Eine Privatstiftung, antwortete Dr. Meyer. Mit sehr klarer Zweckbindung. Er zog den Stoff zur Seite. Das Geräusch war kaum hörbar, aber der Moment, in dem die Buchstaben sichtbar wurden, schien sich zu dehnen. In der ersten Zeile stand Dr. Lara Chen Zentrum für Herzinnovation. Darunter in kleinerer Schrift. Ermöglicht durch die Dr. Lara Chen Stiftung für Herzmedizin. Zuwendung 15 Millionen Schweizer Franken. Ein Augenblick lang war es völlig still. Die Frauen starrten auf den Namen, als müssten sie ihn in eine ihnen bekannte Kategorie einordnen und fanden keine. Frau Vogel lachte unsicher. Wie lustig, sagt sie. Genau wie ihre Tochter, Frau Chen. Was für ein Zufall. Mehrere Köpfe drehten sich zu ihr. Irgendjemand murmelte, das ist doch ein verbreiteter Name, oder jemand anderes schüttelte den Kopf. Frau Chen spürte, wie ihr der Boden einen Moment zu weit weg vorkam. Die Buchstaben verschwammen leicht. Sie brauchte 2 Atemzüge, um zu begreifen, dass niemand anders antworten würde, wenn sie es nicht tat. Meine Tochter heisst auch Lara Chen, sagt sie leise. Aber sie arbeitet doch nur im Spital. Dr. Meyer dreht sich zu ihr um, erkennbar überrascht. Sind Sie Frau Chen? Die Mutter von Frau Dr. Chen. Die anderen Frauen richten sich unwillkürlich auf. Es war, als hätte jemand eine unsichtbare Bühne beleuchtet. Ja, antwortet sie mechanisch. Aber es muss. Es gibt sicher mehrere. Ihre Tochter ist einzigartig, Frau Chen, unterbrach er sie mit einem kurzen Lächeln. Ohne sie hätten wir das Zentrum in dieser Form nicht. Sie hat als Hauptspende 15 Millionen Franken zugesagt und war zudem inhaltlich an der Konzeption beteiligt. Und sie wird die Leitung eines Teils unserer Herzchirurgie übernehmen, sobald die letzten Verträge unterzeichnet sind. Das Wort 15 traf sie wie ein physischer Schlag. Im Gartenclub sprach man oft über Summen, aber sie blieben abstrakt, ohne Bezug zu Einkaufslisten, zu Hypothekenraten, zu Mikroaktionen. 15 Millionen war eine Zahl aus einer Welt, in die sie nie eingeladen worden war. 15 Millionen wiederholte Frau Vogel tonlos. Nicht 1000? Millionen, bestätigte Dr. Meyer. Über mehrere Jahre. Natürlich in enger Abstimmung mit der Stiftung.
In der kleinen Gruppe entstand ein leises Durcheinander aus halben Sätzen. Aber ich dachte, sie arbeitet in einer Non-Profit, begann Frau Reinhardt und brach ab. Sie arbeitet offenbar sehr erfolgreich, bemerkte jemand anders. Frau Chen hörte die Stimme wie durch Wasser. In ihr ratterten Bilder, Lara am Küchentisch über Formular gebeugt. Lara sagte, es ist viel los, wir planen ein neues Zentrum. Lara, die nie von einem Exit, nie von 15 Millionen, nie von einer Stiftung gesprochen hat. Ihre Tochter konnte heute leider nicht dabei sein, fuhr Dr. Mir fort. Sie ist im Operationssaal. Ein Notfall wie so oft. Er lächelte die Gruppe an. Aber ich hoffe, Sie sind einverstanden, wenn wir Sie bei der offiziellen Eröffnung würdigen. In Anwesenheit der wichtigsten Partner. Natürlich hört die Frau Chen sich selbst sagen, ohne zu wissen, wozu sie zustimmt. Neben ihr räuspert sich Frau Reinhardt. Sie haben uns ja gar nichts davon erzählt, sagt sie mit einem Ton, in dem Bewunderung und leise Kränkung lagen. Ihre Tochter scheint sehr weit gekommen zu sein. Ich wusste nicht, setzte die Frau Chen an, brach aber ab. Es war zu viel, der Name an der Wand, die Zahl, die plötzliche Drehung der Blicke. Seit Jahren hat sie versucht, ihre Tochter in den Gesprächen der anderen zu verankern, nun war sie selbst diejenige, die den Anschluss verpasst hat. Wir fahren nun weiter in den oberen Trakt, unterbrach Dr. Mirs Murmeln. Dort sehen Sie die neuen OP-Säle, darunter auch den ihre Tochter künftig mitverantworten wird, Frau Chen. Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Diesmal blieb niemand zurück. Man stellt die neue Frage jetzt mit anderer Betonung, welche Forschung genau international, sagten sie, wie jung sie ist für so eine Verantwortung. Frau Chen ging stumm nebenher. Die Worte prallten an ihr ab. Vor der Glasfront eines OP-Saals blieb sie stehen und sah auf das helle, fast unwirklich saubere Innere. Vielleicht arbeitet sie gerade dort, sagte Frau Vogel jetzt deutlich vorsichtiger. Sie können wirklich stolz sein. Stolz. Das Wort fühlt sich zu gross und zu eng zugleich an. Unter der Jacke spürt sie ihr Herz schneller schlagen, unregelmäßig wie aus dem Takt geraten. Als sie später durch die automatische Glastür wieder ins Freie traten, empfing sie die kühle Zürcher Luft wie eine Fremdsprache. Die anderen Frauen redeten gedämpfter als sonst, wählten ihre Formulierungen vorsichtig. Jemand erwähnte, man müsse besser aufpassen, wenn man unterschätzt. Auf dem Parkplatz suchte Frau Chen den Autoschlüssel in ihrer Tasche. Die Finger zitterten leicht. Sie stieg, schloss die Tür und für einen Augenblick war nur ihr eigener Atem zu hören. Erst jetzt begriff sie, dass der schwierigste Teil des Tages nicht hinter, sondern vor ihr lag. Die Heimfahrt mit ihrer Tochter, die sie seit Jahren in der Sprache des Gartenclubs beschrieben hat und ihr nun eine völlig andere Geschichte entgegenhielt. Sie wusste nicht, ob die ersten Worte im Auto ein Dank, eine Frage oder ein Vorwurf sein würden. Sie wusste nur, dass Schwäge diesmal nicht reichen würde. Der Parkplatz des Spitals war fast leer, als Lara die Seitentür im Personaltrakt hinter sich schloss. Sie trug noch den grünen Kasack, das Haar zum Knoten gebunden, eine feine Druckstelle von der Schutzbrille auf der Nase. Der Notfall im Ob war gut ausgegangen, aber die Müdigkeit hing schwer in der Schulter. Sie sah den alten silbernen Wagen ihrer Mutter sofort. Er stand ein wenig schief zwischen zwei SUVs, als hätte er sich auf einen Platz verirrt, der nicht für ihn gedacht war. Lara blieb einen Moment stehen, bevor sie auf die Fahrertür zuging. Sie wusste, dass der Gartenclub heute im Haus gewesen war. Sie wusste nicht, wie weit die Führungen geführt hätten, welche Türen sich geöffnet hätten, welche Tafeln enthüllt worden waren. Die Mutter saß bereits hinter dem Lenkrad, die Hände auf 3 und 9 Uhr, als wäre sie zum Wegfahren bereit, und doch unbeweglich. Als Lara die Tür öffnete und einstieg, roch sie das vertraute Gemisch aus Pfefferminzbonbons und leichtem Parfüm. »Bist du müde?« fragte Frau Chen, ohne sie anzusehen. »Ja«, antwortete Lara. »Aber der Patient lebt. Das ist die Hauptsache.« Sie schnallt sich an. Das Klicken des Gurts war das lauteste Geräusch im Wagen.
Ihre Mutter startete den Motor, fuhr aus der Parklücke. Auf der Ausfahrt passierte sie die grosse Glasfront des Herzzentrums. Von hier aus war die Stehwand mit den Tafeln nicht zu sehen, aber Lara wusste, wo sie sich befand, hinter welchen Korridoren, hinter welchen Türen. Ihr hattet Besuch vom Gartenclub, begann sie vorsichtig. Hat's dir gefallen? Ein kurzer, bitterer Laut, der kein richtiges Lachen war. Es war informativ, sagte die Mutter. Wir haben vieles gesehen. Mehr nicht. Die Ampel vor ihnen sprang auf Rot. Der Wagen rollte aus und kam zum Stehen. Ein Bus fuhr an ihnen vorbei, auf der Seite eine Reklame einer Privatbank mit dem Slogan «Vertrauen über Generationen». Lara spürte, wie sich die Stille zwischen ihnen verdichtet. Es war nicht ermüdete Ruhe nach einem langen Tag. Es war etwas anderes, schwerer. Sie haben die Spenderwand gezeigt, fragt sie leise. Die Finger ihrer Mutter krampften sich um das Lenkrad. Ein Muskel zuckt an ihrem Kiefer. Ja, sagt sie. Sie haben die Spenderwand gezeigt. Die Ampel sprang auf grün. Sie fuhren weiter, reihten sich in den Verkehr ein, Zürich glitt an ihnen vorbei, Tramlinie, Menschen mit Einkaufstaschen, ein Junge auf einem Fahrrad, der zu langsam war für die Strasse. Und Lara hörte, wie ihre eigene Stimme fester wurde, als sie wollte. War mein Name schon sichtbar? Die Mutter zog die Luft hörbar ein. Ja, sagt sie. Der Name war sichtbar. Sehr sichtbar. Lara schwieg. Sie hat sich den Moment anders vorgestellt, vielleicht bei einem gemeinsamen Essen, vielleicht mit Unterlagen auf dem Tisch, Erklärungen, Zeit für Fragen. Nicht als zufällige Konfrontation im Rahmen eines Vereinsausflugs. Du hast mir nie davon erzählt, fuhr die Mutter fort, jetzt mit einem Ton, der zwischen Vorwurf und Verletzung pendelt. Weder von einer Firma, noch von Millionen, noch von einer Stiftung. Ich musste es von einem Fremden erfahren, vor allem. Es ist nicht so einfach, begann Lara. Es ging um Verträge, um Vertraulichkeit, Aber es war einfach genug, 15 Millionen zu spenden, schnitt die Mutter ihr Wort ab. Ganz ohne mit mir zu sprechen. Sie bogen in eine kleinere Strasse ein. Ein Lieferwagen hupte ungeduldig, weil Frau Chen langsam abbog. Sie reagierte nicht. Du wärst nicht die Erste im Gartenclub, die mit Zahlen prahlt, fuhr sie fort, jetzt schärfer. Jede erzählt, was ihre Kinder verdienen, welche Häuser sie kaufen. Ich habe immer geschwiegen, immer gesagt, meine Lara arbeitet für irgendeine Stiftung, nichts Grosses, ich habe dich kleiner gemacht, damit ich nicht lügen muss. Und die ganze Zeit. Du hast mich kleiner gemacht, damit du in das Bild passt, unterbrach Lara. In eure Regeln, wer zählt und wer nicht. Die Mutter presste die Lippen zusammen. Ich habe dich geschützt, sagt sie kalt. Vor ihrem Spott. Glaubst du, ich habe ihre Blick nicht gesehen, wenn ich von Assistenzärztin und Nachtdienst erzählt habe? Und glaubst du, ich habe ihre Bemerkungen nicht gehört? Laras Stimme wurde rauer. Idealistisch, aber nicht lukrativ. Irgend so eine Stiftung, das sind deine Worte, Mutter, nicht ihre. Du hast sie ihnen gegeben. Sie hielten an einer weiteren Kreuzung. Diesmal war die Ampel bereits grün, als sie ankamen, aber Frau Chen blieb stehen. Hinter ihnen hupte ein Auto, fuhr schliesslich genervt vorbei. Du wusstest es, flüsterte sie. Du wusstest, wie sie reden. Ja, antwortete Lara. Und ich wusste, wie du mitlachst. Die Worte standen im Raum unbeweglich. Deshalb habe ich dir nichts erzählt, fuhr sie nach einem Moment leiser fort. Nicht, weil ich dir misstraue, sondern weil ich nicht wollte, dass meine Arbeit zu einem neuen Spielball in euren Gesprächen wird. Unsere Lara hat 15 Millionen gespendet. Unsere Lara leitet ein Zentrum, ich wollte, dass das Haus für die Patienten steht, nicht für deinen Tischnachmittag. Die Mutter blinzelte, als hätte jemand ihr ins Gesicht geschlagen. Du glaubst, ich bin nur an meinen Freundinnen interessiert, fragt sie jetzt heiser. Dass ich dich nur als Trophäe brauche? Lara atmete langsam aus.
Ich glaube, du hast vergessen, dass es ein Leben außerhalb der Runde gibt, sagt sie. Und ich glaube, du schämst dich für das, was ich bin, solange du es nicht in die Sprache der Banken übersetzen kannst. Sie fuhren weiter, die Häuser wurden niedriger, vertrauter. Das Reihenhaus in Oerlikon war nicht mehr weit. Ich habe mich nie für dich geschämt, sagte Frau Chen leise. Ich habe mich für mich geschämt. Für unsere Küche, unsere Rechnungen, unser kleines Haus. Ich wollte, dass du dort ankommst, wo Respekt selbstverständlich ist. Vielleicht, entgegnete Lara, bin ich an einem anderen Ort angekommen. Aber das heisst nicht, dass er weniger wert ist. Sie parkte vor dem Haus. Der Motor verstummte. Einen Moment lang hört man nur das Ticken des abkühlenden Metalls. Der Direktor sagt, begann die Mutter nach einer Weile, bei der offiziellen Eröffnung wird's Reden geben. Presse. Fotos. Alle werden deinen Namen kennen. Sie fragen schon jetzt, ob du bereit bist. Lara sah sie an. In den Augen der Mutter lag etwas Neues, eine Mischung aus Angst und Erwartung. Bereit wofür, fragt sie. Bereit, endlich sichtbar zu sein, antwortet die Frau Chen. Nicht nur an einer Wand im Spital. In der ganzen Stadt. Lara öffnet die Tür, ließ die kühle Luft herein. Sie wusste, dass die nächsten Wochen nicht nur aus Bauabnahmen und Protokollen bestehen würden, sondern aus Diskussionen darüber, wem der Name eigentlich gehörte, der Ärztin, der Stiftung oder der Erwartungen der Mutter, die einmal entschieden hat, dass Respekt vor allem dort wohnt, wo alle hinsehen. Auf der Türschwelle blieb sie stehen, dreht sich noch einmal um. Vielleicht, sagt sie, müssen wir beide erst lernen, was Sichtbarkeit uns wirklich kostet. Es war ein Satz, der mehr Fragen aufwarf, als er beantwortet. Fragen, die weder heute Abend noch morgen geklärt würden. Doch in einem Konferenzraum des Spitals lag bereits ein Entwurf für die Eröffnungsfeier, Rednerliste, Medienpräsenz, Vorschläge für Bildmaterial. Ganz oben auf der Agenda stand ein Punkt, der die Spannung zwischen Lara und ihrer Mutter bald auf eine neue Probe stellen würde. Positionierung der Spenderin in der Öffentlichkeit. Die E-Mail kam an einem Montagmorgen um 6:12 Uhr, noch bevor Lara ihren ersten Kaffee getrunken hat. Betreff: Medienkonzept Eröffnung Dr. Lara Chen Zentrum. Sie überflog die Zeilen Fotoshooting, Kurzporträt der Spenderin, Möglichkeit für ein Exklusivinterview mit einer Sonntagszeitung, Videoformat, Gesichter der Medizin. Der Ton war höflich, aber klar, man sah in ihr mehr als eine Chirurgin. Man sah eine Geschichte. Im nächsten Meeting mit der Spitaldirektion lag ein ausgedrucktes Dossier vor ihr. Auf dem Deckblatt ein Vorschlag für ein Bild. Lara in OP-Kleidung vor dem neuen Zentrum, daneben eine Schlagzeile, sie innerlich zusammenzucken ließ. Vom Einwandererkind zur Mäzenin, lass sie laut. Das meinen sie nicht ernst. Der Kommunikationsleiter hob beschwichtigend die Handy. Es funktioniert, sagte er. Die Medien lieben solche Geschichten. Und wir brauchen Aufmerksamkeit, um weitere Mittel zu generieren. Ihre Geschichte kann anderen Stiftungen zeigen, dass sich Engagement lohnt. Meine Geschichte gehört nicht der PR-Abteilung, antwortete Lara ruhig. Ich habe der Sichtbarkeit des Namens zugestimmt, nicht zu einer Kampagne über mein Privatleben. Der Direktor räuspert sich. Wir sprechen hier nicht von Boulevard, sagte er. Es geht um seriöse Berichterstattung. Wenn wir zeigen, wer hinter dieser Spende steht, erhöht das die Glaubwürdigkeit. Die Glaubwürdigkeit sollte aus der Arbeit kommen, nicht aus meinem Hintergrund, entgegnet sie. Ich operiere Herzen. Ich möchte nicht als Symbolfigur für gelungene Integration vermarktet werden. Das Wort «vermarkten» ließ einen Schatten über das Gesicht des Kommunikationsleiters huschen. Wir könnten Kompromisse finden, meinte er. Ein kurzes Statement, ein Foto, kein grosses Porträt. Ich werde darüber nachdenken, sagte Lara. Es war ihre Art zu sagen, no nein. Am Abend saß sie mit ihrer Mutter am Küchentisch in Oerlikon. Zwischen ihnen lag kein Medienkonzept, sondern eine Thermoskanne mit Tee und Teller mit geschnittenen Äpfeln.
Die Mutter hat den Gartenclub seit dem Besuch im Herzzentrum nicht mehr erwähnt bis jetzt. Sie werden bei der Eröffnung Fotos machen, begann Frau Chen, als hätte sie mitten im Gespräch aufgehört. Alle wollen dich sehen. Die Direktion, die Spender, vielleicht sogar eine Zeitung. Lara trank einen Schluck Tee. Ich weiss, sagt sie. Sie haben mich heute auf 3 verschiedene Formate angesprochen. Und was sagst du? In der Stimme der Mutter lag ein ungewohnt offener Hunger. Ich habe gesagt, dass ich abwäge, antwortete Lara. Ich möchte nicht, dass mein Gesicht wichtiger wird als die Arbeit im Zentrum. Die Mutter legte den Kopf leicht schief. Weisst du, wie viele Jahre ich dein Gesicht versteckt habe? Fragt sie ruhig. Nicht, weil ich mich für dich geschämt hätte, sondern weil ich wusste, was es bedeutet, wenn andere glauben, du seist weniger wert. Lara schwieg. Die Mutter fuhr fort, ungewohnt langsam, als müsse sich zu jedem Satz zwingen. Bevor wir nach Zürich kamen, haben der Vater und ich ein kleines Restaurant, begann sie. Nicht gross, aber unseres. Wir haben alles hineingesteckt. Dann kam ein Winter mit zu wenig Gästen und zu viel Kredit. Sie sah nicht auf, die Augen auf den Apfelstücken fixiert. Eines Tages standen Männer von der Bank im Lokal, sagt sie. Sie redeten von Raten, von Sicherheiten, von fehlender Bonität. Am Ende nahmen sie alles. Wir mussten vor den Nachbarn erklären, warum das Familienrestaurant Chen plötzlich zu war. Einige sagten, wir hätten sicher schlechte Planung gehabt. Als ob wir nicht Tag und Nacht gearbeitet hätten. Lara hat nie mehr gehört als die vereinfachte Version. Das Restaurant hat nicht funktioniert, sie sagte nichts, ließ die Mutter sprechen. In dieser Woche habe ich begriffen, dass Respekt und Geld oft Hand in Hand gehen, fuhr Frau Chen fort. Wer verliert, erklärt man zur eigenen Schuld. Wer gewinnt, egal wie, wird eingeladen, an Tischen wie der Gartenclub zu sitzen. Sie hob den Blick. Als du in der Schweiz gut in der Schule warst, habe ich mir geschworen, du wirst nie vor einer Bank stehen und betteln müssen. Du wirst drinnen sitzen. Mit Vertrag. Mit Bonus. Mit Respekt. Und als ich mich für Herzmedizin entschieden habe, sagte Lara leise, war ich plötzlich wieder jemand, der am Rand steht. In ihren Augen, ja, gab die Mutter zu. Aber ich hoffte immer, dass du irgendwann doch noch etwas mit Banken machst. Oder mit Firmen. Als du von Projekten und Stiftungen gesprochen hast, dachte ich, es sei ein Nebenschauplatz. Dass du noch auf dem Weg bist, den ich für dich vorhatte. Ich war längst angekommen, erwiderte Lara. Nur nicht dort, wo du es dir ausgemalt hattest. Sie legte die Hände auf den Tisch, Handflächen nach unten, wie eine Ärztin die Entscheidung erklärt. Ich verstehe deinen Schmerz, sagt sie. Die Scham, die du mit dir herumgetragen hast. Aber die 15 Millionen sind kein Werkzeug, um ihn rückgängig zu machen. Und sie sind keine Eintrittskarte für dich, um im Gartenclub endlich mithalten zu können. Die Mutter zuckte kaum merklich zusammen. Ist es so falsch, einmal nicht sein zu wollen, die nur zuhört, fragt sie. Einmal sagen zu können, meine Tochter ohne den Satz klein machen zu müssen. Nein, antwortete Lara. Aber es ist falsch, wenn dein Bedürfnis nach Anerkennung wichtiger wird als meine Grenzen. Sie zog die E-Mail aus der Tasche, die sie ausgerückt hat. Sie wollen eine Geschichte, Mutter. Eine, die sich gut liest. Von der Tochter der gescheiterten Wirtin zur grosszügigen Spenderin, ich kenne diese Dramaturgie. Aber ich bin nicht verpflichtet, mein Leben so aufzubereiten. Die Mutter betrachtet das Blatt, als wäre es ein fremder Befund. Was wirst du tun? Fragt sie schließlich. Ich werde sprechen, sagte Lara. Aber zu meinen Bedingungen. Kein Exklusivinterview, keine Fotoserie über meine Kindheit. Ein sachliches Statement, ein kurzer Dank, Fokus auf das Team, nicht auf mich. Das wird sie enttäuschen, meinte die Mutter. Vielleicht, entgegnete Lara. Aber ich lebe mit vielen enttäuschten Erwartungen. Auch mit denen. Zwischen ihnen lag nun nicht nur ein Blatt Papier, sondern Jahre unausgesprochener Wünsche.
Ich bitte dich um eines, sagte Lara nach einer Weile. Wenn du bei der Eröffnung bist und du sollst dort sein, dann sprich nicht so, als wäre die Spende deine persönliche Revanche für das, was dir passiert ist. Sag nicht, jetzt sind sie alle, was meine Tochter erreicht hat, sag, sie arbeitet hart, das reicht. Die Mutter senkte den Blick. Du nimmst mir viel weg, murmelt sie. Ich gebe dir etwas anderes, antwortete Lara. Die Chance, mich als das zu sehen, was ich bin, nicht als Bankersatz, nicht als Statussymbol. Als erwachsene Frau die eine Entscheidung getroffen hat. Spät in der Nacht, als Lara zurück in ihrer Wohnung war und die Stadt leise geworden war, öffnet sie die Medien-E-Mail noch einmal. Diesmal antwortet sie. Sie schlug ein kurzes, sachliches Format vor, ohne privaten Fokus, ohne Kindheitsfotos, ohne Pathos. Die Antwort der Kommunikationsabteilung war diplomatisch, leicht enttäuscht, aber zustimmend. Man würde die Tonalität entsprechend anpassen. Als sie den Laptop schloss, dachte sie an ihre Mutter, an das geschlossene Restaurant, an die Blicke im Gartenclub. Alte Wunden heilten nicht, nur weil man eine Tafel mit einem Namen an eine Wand schraubt. Doch die nächste Probe stand bereits fest. Ein Podium, ein Mikrofon, Kameras und eine Mutter im Publikum, die entscheiden musste, ob sie mit den alten Regeln der Sichtbarkeit weitermacht oder ihren Platz an der Seite einer Tochter einnahm, deren Erfolg sich nicht mehr in den vertrauten Vokabeln messen liess.